Das ist einfach übelst lecker. I love it. Und vor allem um die Uhrzeit liebe ich es. Was kann man sich so um 12 Uhr schnelles zu essen machen? Ein bisschen Noodles. Eigentlich würde ich gerne Penne oder so benutzen, aber habe ich leider keine da. Deswegen nehme ich jetzt Spaghetti. Oh. Oh. Ach du I'm just a girl. Eigentlich wollte ich nur das. Und hab fast, ja. Auf jeden Fall mache ich jetzt Spaghetti mit Schmand und Vegeta. Geht immer. Ich weiß noch nicht, ob ich die ganzen Nudeln aufessen kann. Aber ich werde es probieren. Ich sag das jetzt auch nur so, weil es aufgenommen wird. Ich werde die Nudeln safe schaffen, aber ich werde dich stolz machen, Mama. Ich weiß, meine Mutter wird mir später schreiben, so. Ich finde es halt auch gut, dass ich das hier mache, wo es halt auch keiner sehen kann. Aber was soll ich euch hier großartig? Jetzt keine Wissenschaft. Ich habe jetzt hier einfach einen Becher Schmand reingemacht. Nee, Leute, ich mache das wieder zurück in den Topf, weil dann lässt es sich besser vermischen. Das wäre gerade fast alles daneben geknallt. Und natürlich das Balkan-Wundermittel. Ich meine nicht Thailand Hot, ich meine Vegeta. Jetzt schreibt wieder irgendwer, Thailand Hot kommt aus Türkei. Ja, wir wissen es. Komm, entspann dich mal. Das sind juicy Nudeln. Und vor allem schmecken die besonders gut um 23:56 Uhr. Oder nicht. Oder etwa nicht. Oder nicht. Das ist halt der freie Wille, wenn man nicht mehr bei seinen Eltern wohnt. Können sie dir nicht sagen, nee, kannst jetzt nicht in die Küche. Das ist zu laut, wir wollen schlafen. Nee. Da habe ich Bock auf Nudeln mit Schmand und Vegeta. Und dann gibt es in 10 Minuten Nudeln mit Schmand und Vegeta. Das ist einfach übelst lecker. I love it. Und vor allem um die Uhrzeit liebe ich es. Nein! Ich habe so viel Vegeta drin. Egal, dann ist es halt versalzen, aber dafür muss ich keinen Salat essen. Also, see you beim nächsten Time. Das war jetzt auch einer zu viel für mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf meinem Channel. Heute machen wir Bosanski Lonac. Mein Tontopf gehörte meinem Opa, deswegen habe ich den weitervererbt bekommen sozusagen. Ihr könnt die auch zum Beispiel Piazza, also auf dem Bazar in Bosnien zum Beispiel finden. Das ist noch ein alter, der nicht von innen glasiert ist, also ist noch ein richtiger Tontopf wie früher. Beziehungsweise ist der von früher. Ihr könnt das Ganze aber auch in einem Gusseisentopf machen oder in einem Breta oder sonst was eben im Ofen. Da normalerweise traditionell der Bosanski Lonac sozusagen verbuddelt wird und von oben mit heißer Glut bestreut wird und so das Ganze köchelt, können wir natürlich jetzt hier nicht machen. Deswegen machen wir das heute im Ofen. Ich habe hier diverses zusammengeschnitten. Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Paprika, Knoblauch und Porree. Aber das Allerwichtigste ist der Kohl. Ihr könnt hier frischen nehmen oder eingelegten, das ist euch überlassen. Da ich auch diesen Tontopf verwende, muss da richtig viel Öl rein, denn anders kann man solche Töpfe nicht benutzen. Also muss das von allen Seiten gut eingeölt sein. Da dieser Tontopf schon benutzt ist, wurde er bereits einmal versiegelt mit Öl im Ofen. Wenn ihr dazu ein Video sehen möchtet, wie man das macht, wenn man einen neuen gekauft hat, der nicht glasiert ist von innen, lasst mir gerne einen Kommentar da, dann filme ich euch das gerne ab. Jetzt geht es eigentlich nur noch ans Schichten. Und zwar verteile ich hier etwas Fleisch, Kartoffeln, Porree, Karotten, natürlich Kohl. Dann würze ich das. Ich habe hier Paprika edelsüß, Pfeffer und Vegeta. Macht ihr einfach so weiter und schichtet das. Ich darf jetzt zum Beispiel nicht mehr den Ofen vorheizen, weil es ein Tontopf ist, sonst wird er platzen. Deswegen immer in einen kalten Ofen. Und auch wenn es fertig ist, erstmal einen Holzlöffel reinstecken, abkühlen lassen und dann rausholen. Aber ich muss sagen, es schmeckt alles viel besser, wenn es in so einem Tontopf drin ist. Deswegen überlegt euch das und holt euch euren. Hier einmal warmes Wasser mit Tomatenmark gemischt. Eigentlich kommen hier auch Tomaten mit rein, aber diese Säure ist jetzt nicht gut für Tomaten, deswegen gebe ich einfach Tomatenmark hinzu. Wenn der Chip jetzt einmal aufgefüllt ist, dann kommt hier nur noch der Deckel drauf. Und wie gesagt, in den kalten Ofen, den ich jetzt erst einschalte, war 180 Grad sollte der nicht. Und dann schauen wir gleich rein. So, nachdem es jetzt etwas ausgekühlt ist, können wir es auch rausnehmen. Das Ganze war jetzt 2 Stunden im Ofen und es ist einfach nur perfekt geworden. Wenn ich nicht das süßeste Geschirr ever habe, weiß ich auch nicht. Und dann habt ihr hier den perfekten Bosanski Lonac.
Meine Lieben, heute gibt es den Teil 1 zu How to be the perfect Bosnian Snaha. Beginnen wir mit der bekannten Tüte der Kesa. Und die Frage, was packt man da rein? Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, das ist alles freiwillig. Ihr müsst keine Tüte mitnehmen und sonst was. Ich schreibe euch nochmal einen Disclaimer rein, weil offensichtlich ist das Thema für manche sehr empfindlich. Deswegen könnt ihr es da nochmal nachlesen. Von meiner Schwägerin und meiner Schwiegermutter. Und deswegen finde ich, ein Klassiker ist immer Jadro. Jadro oder Jadro, wie auch immer man es aussprechen möchte. Als so eine XXL-Packung geholt, müsst ihr natürlich nicht machen. Aber Jadro kommt immer gut an, bei allen eigentlich, kann man nichts so falsch machen. Ich kaufe immer persönlich gerne Rotbäckchensaft oder irgendwas so aus einer Glasflasche, weil es einfach hochwertiger wirkt. Ihr könnt aber auch einen ganz normalen Saft reinmachen. Dann muss da natürlich auch Kaffee rein. Eine x-beliebige Marke nehmen, ob das Dolce Kusha ist, ob das Frankova Kaffee ist, es ist egal. Ich habe mir letztes Mal meine Schwägerin diesen Kaffee mitgebracht aus der Dose, weil der oben hat auch natürlich so einen Verschluss. Dieser Kaffee ist anders. Abgesehen vom Besuchen, probiert diesen Kaffee mal aus. Es ist super lecker in der Dose, nicht die Tüte. Next Level. So, das habe ich geholt. Nochmal sagen, das ist natürlich eine Tüte für meine Schwiegermutter und dieselbe Tüte nochmal für meine Schwägerin. Das ist was anderes, was ich da einpacke, als wenn ich zu irgendeiner random Frau gehe. Das möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Da würde ich einfach einen ganz normalen Saft reinpacken, eine ganz normale Praline, die ihr mögt, Kaffee auch irgendeine Marke und dann ist gut. Was jetzt natürlich nicht in meiner Tüte ist, da ich schon öfter bei ihnen war, ist eigentlich, muss da noch Zucker rein. Blende ich euch hier ein, am besten ein Bosnischer Zucker, aber ist auch egal, ihr könnt auch Würfelzucker. Aber das ist schon sehr, also das würde ich eher in Bosnien machen. Hier macht das glaube ich keiner. So, wenn jetzt natürlich das erste Mal zu jemandem geht, dann sollte man auch etwas für das Haus mitbringen, also was man ins Haus stellen kann. Was, wie gesagt, eine x-beliebige random Frau ist, wo ihr hingeht, dann reicht auch eine Blume. Wenn ihr natürlich jetzt zu eurer Schwägerin das erste Mal geht oder zu eurer Schwiegermutter oder irgendwas, dann würde ich da schon ein bisschen mehr reinpacken. Ich blende euch hier ein paar Ideen ein oder zum Beispiel eine gute Bettwäsche oder irgendwas, was eben im Haus drinne bleibt sozusagen von euch. Ja, und dann habt ihr eigentlich schon eure Kessa complete und dann kann es schon losgehen. Und wie gesagt, nochmal ein Disclaimer, es erwartet eine freiwillige Sache, wer das mag, wenn nicht, dann nicht. Es wird auch keiner böse sein, wenn ihr keine Tüte mitbringt. Ist eben einfach ein kleines Mitbringsel, dass man eben willkommen war und fertig. Wenn ihr das nicht machen wollt, müsst ihr es nicht machen. Es kann euch natürlich auch passieren, wenn ihr eine Kessa bekommt, dass eben dort Säfte drin sind oder Bonbons, die abgelaufen sind, weil natürlich nicht jeder neu kauft, die ganzen Pralinen aufbewahrt und dann eben das nimmt. Und natürlich muss man aufpassen, dass man sich zur selben Frau zurückgibt, weil sonst wird sie es vielleicht checken. Aber zum Beispiel Kaffee und alles das wandert ja auch. Kann gut sein, dass ihr auch mal Pralinen bekommt, die abgelaufen sind. Ist mir tatsächlich auch schon mal passiert. Wenn ihr sowas macht, achtet einfach darauf, dass es nicht abgelaufen ist. So ein Tipp von mir. Und natürlich für Kinder auch eine Kleinigkeit, was weiß ich, ein Ü-Ei oder sowas. Das ist einfach, dass man einfach die Kinder gedacht hat. Ist eine schöne Geste. Wenn man das machen mag, kann man das machen, ansonsten eben nicht. Danas pravimo krampirušu. U opisu videa ću vam sve napisati kako sam zakola tijesto, da sad ne gubimo bez veze vrijeme. Ako vam ne izgleda ovako tijesto, nemojte džabe nastaviti. Znači, kao taj ponovo. Fino to zakuhajte, inače od toga nema ništa. Ja sam ja ljuta kad pričam o sad. Možeš se derati, Svežite kosu i onda nastavite. Onda ćete prvo zagrijati rjernu, skupite sve ovako. Nemoj da sipa pod. Ja čim pričam bosanski, ima sam ona tipična balkanska majka. Što sam napravila. Pobrašnite fino, da ne bi se neđe zalijepilo. I kad je na ovoj veličini otprilike, nemam pojma, možda 30 cm. Uzmite ovako sa strane. Kako uzmete oklagiju, povučete sebi tijesto. I sve ovako. I onda naberete to. I onda malo ovako pricnem jufku kako je razvijam. Ali nemojte pretjerat, jer može se des da se zalijepi. U slučaju da se zalijepi jufka, sad odmah, onda vam je dobro. Sam je onda, ako je stvarno hitno, sam je ovako svučete i opet namlađivate i onda ostavite sa strane i možete je poslije opet koristiti, znači ne morate je baciti. Treba vam isto, da pomoz, molim te lijepo, čaršav koji ne perite omekšivačem, inače će vam pita imati okus vanili. Samo se pospije ovako uljem. Ova rifka malo treba sad da ostoji, da bi se malo omekšala, se može bolje razvući. A umeđu vremenu ćemo pripremiti fil, koji je moj muž Mohamed već nasjekao. Sve ovako povučete i nemojte se bojati ako pukne, nek pukne, ko zna. Ko zna je li puklo, jedino ako se postavljate ovako na TikToku i to znaju svi, ali nema veze. U fil ja samo stavljam isjeckani krampir, so i biber i ništa više. Ja lično skidam ove okrajke jer ne volim ih upiti, ali vi možete slobodno staviti kako god želite. Onda se sam ovako i onda se zadigne ovaj čaršaf i
Možete isto ovako povući malo da bi još bila tanja jufka. Izrežemo u sredini. Ja uvijek koristim ovu aluminijsku tepsiju jer se dosta bolje ispeče pita u njoj. Ostavim u sredinu, fino. Treba spita još pouljiti. I ovo sad treba samo uredno. Da se ispeče, polijem običnom vodom malo, izvadim iz rerni i prekrijem malo tepsijom da omekša. Napravila sam mješavinu od pavlake, vrhnja za kuhanje, soli i bijelog luka. I tu uvijek pospijem po krompiruši i bude top. Die Äpfel aus meinem Garten sind die perfekten Äpfel für Jabukovača. Und zwar wird mein Mann die gleich schälen und reiben. Und in der Zwischenzeit mache ich schon mal den Zuckersirup, die Agda. Für einen Zuckersirup brauchen wir natürlich Zucker. Dafür gebe ich erstmal 4 Tassen, die sind jeweils 200 Milliliter groß, Zucker hinzu. Dazu kommen jetzt 5 Tassen Wasser. Ich muss jetzt einmal aufkochen. Wenn es aufgekocht ist, dann den Deckel halb drauf, 10 bis 15 Minuten dann köcheln lassen und dann ist er fertig. Mein Mann hat hier die Äpfel runtergerieben. Ich ehrlich gesagt vergessen, aus dem Saft, den ich jetzt ausgedrückt habe, aus den Äpfeln, die Agda machen, den Zuckersirup anstatt des Wassers. Dann gebe ich hier nochmal so 3 Esslöffel Zucker drauf, gehackte Walnüsse, Plasma bzw. Butterkeks und Zimt darf hier auch nicht fehlen. Jetzt verteile ich immer etwas Butter auf die Jufka-Blätter und dann gebe ich hier einmal was von der Füllung drauf. So 2 Blätter, klappt die um und dann rollen wir das nur noch zu einer Rolle. So, die Jabukovača schneiden wir jetzt nur noch zurecht in Stücke. Jetzt begießen wir nur noch die mit der restlichen Butter. So, ich habe jetzt die Jabukovača aus dem Ofen geholt. Sie hat genau 21 Minuten gebacken und das reicht auch. Also bei meinem Ofen zumindest. Ihr müsst nochmal gucken, sobald sie goldbraun ist sie fertig. Habe ich jetzt den lauwarmen Zuckersirup, gebe ich jetzt einmal drüber. Ich habe jetzt tatsächlich nur die Hälfte der Agda gebraucht, des Zuckersirups, deswegen schreibe ich euch auch nur die Hälfte in die Caption rein. Und dann muss die jetzt nur noch abkühlen und dann könnt ihr die genießen.